Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht noch gut an diesem wunderschönen Weekend. Und um noch ein kleines Update zu geben, was an meiner Front so läuft, ich bin natürlich immer noch wie ein Wilder auf der PS3 am Diablo suchten. Mein Barbar ist, glaube ich, mittlerweile Level 36. Und was ich so ein bisschen erlebt habe und die legendären Gegenstände, die ich gefunden habe, möchte ich euch hier jetzt noch ein bisschen update-mässig zeigen. Mittlerweile habe ich 11 legendäre gefunden. Und das ist einer der letzteren hier. Hier bin ich noch im ersten Akt unterwegs gewesen, der Amboss Stolz. Ihr seht, der hat einen relativ guten Schaden, hat einiges an Stärke drauf. 4% Angriffsgeschwindigkeit ist natürlich auch immer ein schöner. Und irgendwie hat sich hier so eine legendäre in mein Inventar geschlichen, ohne dass ich das geschnallt habe. Das ist ein ziemlich gutes Schulterstück mit sehr viel Stärke. Und ja, es geht dann relativ fix weiter. Ihr seht, hier geht der Asmodan am Verkloppen. Er ist eigentlich der Endboss vom dritten Akt. Und rein von dem her, ja, bin ich hier schon ein Stückchen gewesen. Ihr seht aber, er ist überhaupt kein Problem auf normal mit meinem Barbar, der einiges an Leben und auch lebenrückgewinnende Methoden hat und auch recht Schaden kann austeilen kann. All das kombiniert führt eigentlich dazu, dass der Asmodan unglaublich schnell down war. Nicht so wie früher mit dem Blizzard die Asmodan-Runs, wo man noch recht kämpfen musste. Das Zeug war einfach wie ein Mohren, aber so soll es ja auch sein auf normal. Bin er weitergezogen in 4 Takt, habe dort auch wieder der ein oder andere legendäre Gegenstand gefunden und hier jetzt eine Rüstung im Sinn von einem Gurt mit schöner Angriffsgeschwindigkeit dazu, Gold, Magie vom Bonus, Erfahrung und dann auch Stufenanforderungen um 6 reduziert. Das ist sehr gut. Das ist dann ein bisschen später jetzt hier im 4. Akt, wo es schon ziemlich haarig wird. Also hier bin ich sogar ein paar Mal abgekratzt, weil sie mir richtig aufs Maul geben und ich habe die Situation ein bisschen unterschätzt. Ich finde hier gerade der nächste legendär, aber muss zuerst noch die Siechen fertig machen, weil die Priester können so Meteoriten runterrasseln. Das ist natürlich mühsam, wenn man gerade einen Gegenstand am identifizieren ist. Und wir schauen uns den geschwind an. Es ist ein Wildholz, wo einiges an Zusatzschaden wieder rauslässt. Ihr seht 3% Zusatzschaden, ein bisschen Stärke noch dazu, ist jetzt relativ schnell gegangen. Und das wäre jetzt noch gerade der letzte Drittel vom Kampf gegen Diablo auf normal. Natürlich auch wieder eine sehr einfache Sache im Vergleich zu den höheren Schwierigkeitsgraden. Und weil das Angriffsmuster von diesem guten Herr mit den Frauenbrüsten auch langsam schon ein bisschen kennen, ja, hätte mir nicht gross gefährlich werden. Ich habe aber gleich auf Safe playen, bin zwischendurch noch ein bisschen Leben holen. Und ihr seht, ich bin hier mit den verschiedenen Angriffen am Reinhauen, für die es interessiert und es noch nicht so können. Ich schaue eigentlich, dass ich mit der Raserei ziemlich schnell reinschlagen kann, dass mir das live on hit, also pro Treffer Leben gibt. Ich tue dann noch das Ganze verlangsamen mit dem Bodenstampf, dass mir dann auch noch einen zusätzlichen Schaden gibt mit dieser Rune. Ich habe natürlich den Berserker drin und auf R2 habe ich, glaube ich, Revenge oder Rache auf Deutsch, was einem ein bisschen Leben und auch einiges an Schaden im Gegner gibt. Und rein von dem her mache ich hier noch mit dem Wirbelwind ein gutes Bewegungsmuster. Das heisst, wenn ich angreife, kann ich mich auch relativ schnell bewegen, hinten gehen oder eben seitlich mal ein bisschen reinschlagen. Und das ist das, was ich an der Konsole so liebe. Es ist noch nie möglich gewesen, sich so präzise neu zu positionieren und den Typ einfach so ins Leere rauszuballern. Ist also wirklich eine spassige Sache. Mal schauen, ob ich heute den Diablo auf Albtraum legen kann. Versuche mal durch den Albtraum-Schwierigkeitsgrad heute durchzurushen. Gestern am Abend habe ich noch den Skeleton King gemacht. Oder besser gesagt, heute am Morgen. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich sehe, der eine oder andere ist so ein bisschen am Geniessen, das Diablo 3 viel vergnügen. Und bei Fragen einfach melden. Macht's gut. Ciao zusammen.